zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es mal um etwas anderes. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist ja bald 1. April. Und ich habe gedacht, weil dann am 1. April gerade noch Ostern ist, tue ich jetzt nicht das Video dann noch reden, sondern eine Woche vorher. Und jetzt muss ich gleich essen. Jedenfalls bin ich immer noch ein bisschen verkältet, ich hoffe, man hört das nicht. Und ich habe mir jetzt schon lange die Kamera, also die, mit der ich jetzt gerade filme, die habe ich schon länger, schon bevor ich mit YouTube angefangen habe, also die gehört eigentlich noch mit einer Mom. Und der Scheiß ist bei dieser Kamera, sie macht nicht Autofokus und ich weiss nie, ob ich jetzt scharf bin oder nicht. Jedenfalls habe ich mir jetzt sagen, es tut mir leid, wenn ich jetzt zum Beispiel dafür komme, bin ich vielleicht immer noch scharf, vielleicht nicht, ich weiss es nicht. Jedenfalls, wenn ich hoffe, ich bin jetzt einfach nicht unscharf oder so und das tut es mir wirklich leid. Ja, weil ich habe keine Lust, das Video irgendwie 3000 Mal zu filmen, bis ich mal scharf bin. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal eine neue Kamera oder mit dem Handy geht es eigentlich schon besser, weil das macht ja Autofokus, dafür ist es halt vielleicht nicht so scharf und der Hintergrund ist nicht unscharf, aber ja, egal. Fangen wir mal mit dem Video an. Wie gesagt, geht es um 1. April Pranks und ich habe mir so ein paar rausgesucht. Ich habe auch so ein paar, die ich noch von früher kenne und so, wo eigentlich vielleicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind gar nicht so verbreitet und darum habe ich gedacht, mache ich mal ein Video darüber. Und zwar stelle ich euch die vorstellen und gleichzeitig teste ich die auch testen, bzw. ich sie anwenden. Und das entweder bei meiner Schwester oder vielleicht bei meiner ganzen Familie, ich weiß es noch nicht, auf jeden Fall bei meiner Schwester, weil sie ist der Mensch. Sie hat gesagt, ich soll mal ein Video machen über Pranks und so bin ich eigentlich auf die Idee auf das Video. Und ich meine, dann ist sie genau der perfekte Mensch zum Pranken. Ja. Jedenfalls fange ich mal an. Ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben auf meinem Handy. Und zwar ist das erste, dass es ist zwar ein bisschen kalt momentan, vielleicht auch ein bisschen wärmer, wenn ihr das anschaut. Ich weiß gar nicht, was für Wetter ist. Nächste Woche jedenfalls gibt es irgendwann sicher Erdbeere oder auch andere Sachen, aber Erdbeere funktioniert meistens am besten, weil die tut man ja meistens noch irgendwie mit Zucker drauf oder so. Und natürlich anstatt Zucker nehmt ihr einfach Salz. Und das bietet ihr dann bei einer guten Gelegenheit bei jemandem an. Und anstatt Zucker hat es ein Salz drauf und das ist richtig hässlich. Und ist's? Es hat ja gekotzt, aber ich konnte es nicht filmen. Kommen wir zum zweiten, und zwar ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Nur, dass ihr nicht irgendwelche Lebensmittel nehmt, sondern ihr nehmt Zahnbürste von irgendeiner Person, dann heimlich da ein bisschen Salz drauf streuen. Das merkt man nicht, also man sieht es eigentlich nicht. Und ja, der nächste, der mit dieser Zahnbürste dann seine Zähne will putzen, hat ein kleines Problem, weil es ist richtig hässlich. Siehst du? Dann zum dritten, und den kennt eigentlich ziemlich viel. Also, ich bin ja schon keine Ahnung, wie viel Mal verarscht worden mit dem, aber ich habe gedacht, ich mache das gleiche Video. Weil vielleicht kommen die ja genau so dann wieder auf die Idee, dass ihr dich anwenden. Und zwar, jeder kennt Oreos, jeder liebt Oreos, oh mein Gott, Oreos. Jedenfalls, dann ihr ansteht, dann ihr die
Creme, oder wie man das nennen will, dann raus, kratzen, selber essen am besten, ich meine, das ist Leben. Und dann da weisse Zahnpasta rein. Und ja, ich bin auch schon verarscht worden mit dem und es ist richtig hässlich. Zwar, ich habe es beim ersten Moment gar nicht richtig gemerkt, aber irgendwann auch so... Kommen wir zum 4. Und zwar ist das, wenn jemand von eurer Familie oder vielleicht auch von eurer Kollegen, ich weiß nicht, ob ihr in einer WG wohnt oder ich weiß es auch nicht. Jedenfalls könnt ihr dort, kurz bevor jemand aufs Klo geht, ein Edding nehmen, aufs WC gehen und dann die WC-Rolle ein bisschen zurückdrehen, also dass es nicht gerade das erste Papier ist, sondern vielleicht das 7. oder das 8., ich weiß auch nicht. Und dann malen ihr dort eine Spinne drauf mit Edding. Also es kann eigentlich, theoretisch kann das so eine echte Spinne sein. Es gibt ja, bei Halloween gibt es so Spinnen, so echte Spinnen. Vielleicht, wenn ihr so eine daheim habt, wäre es richtig geil. Könnt ihr mit Sekundenkleber die irgendwie auf dem WC-Papier ankleben. Und sonst könnt ihr einfach mit einem Edding nehmen und dann die drauf malen, weil klar, sie wirkt nicht echt, aber wenn man im ersten Moment dann das Papier abnehmen will, dann kommt so ein Schockmoment. Ich hoffe, ich bin scharf, hat der Fokus nicht vorhanden. So, und ich glaube, das ist jetzt schon der 5., ich bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls ist der eigentlich auch ziemlich ähnlich. Und zwar könnt ihr Papier nehmen, am besten schwarzes Papier. Oder ihr dann einfach die Maden dann anmalen, jedenfalls geht es um Maden. Und zwar könnt ihr Maden zeichnen und dann eben ausschneiden, dass sie wirklich so aussehen. Jedenfalls könnt ihr die bei jemandem unter den Nachttisch schlappen. Und dann, wenn ihr die anmachen wollt, kommt ein fetter Schock, weil es sieht so echt aus. Also ja, ihr braucht halt so eine Schirmlampe, ich weiß nicht, ob man das heute noch überall hat. Hast du gesagt, sie wäre echt? Ja! So, der 6. Ihr kennt sicher irgendjemanden, der ständig am Laptop oder Computer sitzt. Jedenfalls geht es um eine Tastatur. Und zwar könnt ihr faken, dass irgendjemand ein Glas geleert hat über die Tastatur. Und ich habe gedacht so, oh mein Gott, wenn ich das Bild sehe, das sieht so echt aus. Ich probiere es jetzt mal selber nachzustellen. Jedenfalls nimmt man Weissleim, tut den irgendwo auf eine Scheibe oder so, ja nicht Scheibe, nicht Fensterscheibe, aber einfach so, ausleeren sozusagen und dann warten, bis es trocknet. Und dann ist es eigentlich immer noch weiss, aber es ist dann so wie eine Folie, die man wegnehmen kann. Und die legen wir einfach auf die Tastatur legen. Und vielleicht sieht es nicht echt aus, aber im ersten Moment, Schockmoment, oh mein Gott, meine Tastatur! So, und jetzt kommt der nächste, und ich glaube, es ist Sinja, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls geht es darum auch, jemand, der am Laptop sitzt, oder nein, eigentlich eher am Computer. Jedenfalls, wenn man eine Maus hat, kennt ihr sicher auch den Trick. Und zwar tut man unter die Maus ein Post-it oder ein Kleberli an. Und ich weiss nicht, wie lange die Person braucht, um zu checken, dass die Maus nicht funktioniert. Wahrscheinlich tut das vorher ein- und ausdecken und alles. Und ich stelle mir das ziemlich lustig vor. Vor allem könnt ihr ja, wenn ihr unten dran ein Post-it anmacht, noch irgendeine Message hinterlassen, zum Beispiel so «Ha-ha-ha-ha-ha». Wow! Der letzte ist eigentlich auch ziemlich ähnlich. Und zwar machen wir eigentlich praktisch das Gleiche, nur mit der Fernbedienung. Und dann könnt ihr dort vorne bei der Fernbedienung, wo eigentlich der Sensor ist, der ja ausstrahlt, zum Beispiel, dass man den Fernseher anmachen kann, den schön bekleben. Und derjenige, der dann den Fernseher anmachen will, regt sich auf, schaut, ob die Batterien voll sind oder ob irgendetwas nicht geht, ob irgendein Kabel ausgesteckt ist oder so. So, das wären jetzt eigentlich alle meine Pranks gewesen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß zum die nachmachen. Ihr könnt es ja
Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr es nachmachen würdet. Könnt ihr einen Kommentar schreiben, ob es für euch funktioniert hat, wenn ihr es nachgemacht habt. Ihr könnt auch unten schreiben, welchen Prank ihr schon gekannt habt, welchen nicht, welchen das ihr geil findet, welchen nicht. Und ja, dann wünsche ich euch noch wunderschöne Ostern, einen wunderschönen 1. April. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich habe mir noch einen Daumen nach oben da lassen. Und abonnieren und könnt sogar die Glocke aktivieren. Meine Videos kommen jeweils immer am Sonntag am 14:00, also am 2. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!